Herzlich willkommen hier auf der Seite, wo Losungen ausgelegt werden. Die heutige stammt aus dem Psalm 71, das ist der 17. Vers. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt. Und noch jetzt verkündige ich deine Wahrheit. Der Lehrtext dazu, eine bekannte Geschichte, Lukas 2, 28 bis 30. Simeon nahm das Kind Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das da hier kennt ihr alle bestens. Viele sind so oben gefahren, eine Zeit lang. Ich auch. Ich kann mich erinnern, man macht so seine Erfahrungen. Meine Zeit war sehr lang, weil ich Student war, konnte ich die Fahrstunden nicht einfach so zügig zahlen. Dann war ich auch im Militär, dann hatte ich eine neue Operation. Alles in allem hat dazu geführt, dass man meinen Fahrausweis noch der Seite nach verlängern musste. Und was dann oben durch hat eine weitere Verlängerung gebraucht, hat das Strassenverkehrsamt gesagt, so, jetzt ist fertig. Dann habe ich wohl oder übel im zweiten Anlauf die Prüfung machen und bestehen. Nicht so meine Tante, eine von meinen Tanten, sie hat länger Zeit gehabt. Das waren noch die alten Zeiten. Sie hat so viele Fahrstunden genommen, weil sie unbedingt das Permis wollte, dass sie mit dem Fahrlehrer Stillschweigen hat vereinbart. Durchgesickert ist dann später, dass es über 90 Stunden war. Und als sie es hatte, ist sie zufrieden auf Bern gefahren, fährt über den Viktoriaplatz. Dort hat es noch die Polizisten gehabt, so in einer Art Joghurtbecher, sind die mit auf dem Platz gewesen und haben gehängelt. Er hat auch gehängelt, aber es hat nicht gelangt. Er hat auch noch Pfeifen genommen, wo meine Tante so unbeirrbar über den Platz ist geschlichen. Und dann musste man halt sie anhalten und im Fahrausweis hat es einen Eintrag gehabt, sie hat ein Bernverbot gehabt. Sie hat also nicht mehr auf Bern reinfahren, so flexibel war man früher aber noch gewesen. Gerade neulich bin ich wieder so hinter einem L, habe mich noch verwundert. Es ist so eine Situation, wo halt der Motor nicht angesprungen ist bei einer Kreuzung, aber niemand hat gehupt. Die meisten haben auch gedacht, ja, das haben wir ja auch mal müssen. Und genau so soll es ja sein. Irgendwann hat man es dann doch hinter sich. Oder echt doch nicht. Geistlich gesehen. Jedenfalls der Simeon war einer von denen, der ja immer und bis zum Schluss am Lehren war. Und Gott schaut ja immer vom Himmel oben runter. Gibt es jemanden, der so ein L auf seinem, sagen wir mal, geistlichen T-Shirt oder an seinem geistlichen Fahrzeug hat? Einer, der immer noch bereit ist, etwas Neues zu lehren. Leute, die lehren wollen, die lebenslang lehren, also LLL, und die von Jesus Christus lebenslang lehren, das ist XLLL. Das ist das Lieblingszeichen, das Gott sieht bei uns. Wenn er das sieht, dann weiss er, aha, da kann man noch einiges verändern, neu aufbauen in einem solchen Menschenleben. 2 Dinge hat ja der Simeon gut beherrscht und immer noch neu vertieft. Nämlich das eine war, das Grosse und Ganze im Auge haben. Es kommt ein Messias, er hat gewusst, Israel ist da, für einen Messias hervorzubringen, für sich selber und auch für die ganze Welt. Und in diesem Glauben war er und er hat sogar gewusst, ich werde es noch erleben. Also die Vision ist etwas, das abgetrennt ist vom Alltagsgeschäft, egal wer jetzt gerade an der Regierung ist, egal wie so die äußeren Zeichen stehen. Es war jetzt nicht so eine messianische Zeit, nicht ausgesprochen, muss man sagen, aber er hat es gewusst. Er hat das Ganze nicht aus dem Blick verloren, trotz dem Alter. Und das andere, ebenso wichtig, und hat auch nichts zu tun mit dem Alltagsgeschäft. Der Simeon hat gelernt, sehr gut auf Gott zu hören. Gottes Stimme lernen hören ist auch so etwas, was zu tun hat mit XLLL. Und so hat er eines Tages gehört, gang in Tempo. Und dann hat er nicht gesagt, ja, aber Gott, heute habe ich doch auf der Einkaufsliste diesen Gang, den ich machen muss. Oder ja, jetzt kommen meine Kinder oder meine Neven zu Besuch. Und. Sondern er ist in Tempo gegangen. Also auch das, etwas, was man sich nicht beirren lässt, er hat das gelernt. Und sein Lehren ist belohnt worden. Das sagt der heutige Text.
Von Jugend auf lehren, das ist etwas, was ich im geistlichen Sinn kenne. Schon mit 12, 14, 16 habe ich da so meine Anfangsschritte gemacht. Ich habe viel Zeit eigentlich mit der Bibel verbracht, mit Kollegen, die das so gemacht haben. Ich habe mit 14 meine Berufung bekommen, Pfarrer zu werden, habe das von Gott sehr deutlich gehört. Also da bin ich irgendwie immer ein bisschen dran gewesen. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, bei uns war das halt nicht in der Familie gewesen. Ja, das halt erst leider spät entdeckt, aber das macht auch nichts. Auch hier gibt es so etwas wie ein Kindesalter, Jugendalter, Erwachsenenalter, Väteralter, Mütteralter. Auch dort kann eigentlich kein Schritt übersprungen werden und auch dort kann ein Mensch quasi von Jugend auf immer dran sein zu lernen. Einfach im geistlichen Sinn. Und so ist es mir ja auch gegangen. Die intensivste Lehrzeit, die ich mich jetzt mal zurückerinnere, auf Jahrzehnte, waren meine 3 letzten Jahre vor der Pensionierung. Vor der Rente, und nachher kommt ja die Rente, dann kann man sagen, jetzt gehört man zu der Liga, wo der Simeon noch dazugehört hat. Jetzt kann man getrost sagen, meine Augen haben den Messias gesehen, im übertragenen Sinn vielleicht, oder durch besondere Erlebnisse. Eigentlich könnte man sich verabschieden. Ich denke jetzt noch nicht daran, ich habe jetzt nicht eine lebensbedrohliche Krankheit und ich habe im Gegenzug ein paar Prophetien, die sagen, ja, du hast noch ein paar Sachen vor dir, also werde ich sicher auch noch ein bisschen weitergehen. Aber was habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren sollen, müssen, dürfen, können lernen? Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe vorher, jahrzehntelang nicht. Punkt 1, das ist für mich der wichtigste Punkt. Vaterschaft von Gott. Es hat mir gedämmert durch bestimmte Erlebnisse und ist dann immer klarer geworden und ist jetzt ein fixer Bestandteil von meiner gesamten Einstellung und Sicht, dass das Wichtigste, was die Bibel uns sagt, die Botschaft vom Vater ist. Jesus führt uns ja zum Vater. Er ist gekommen, für uns zum Vater zu führen. Alles endet beim Vater. Alles geht aus vom Vater. Die Vaterschaft von Gott ist so ein umfassendes und tiefgreifendes Thema. Das ist bei mir aufgebrochen. Natürlich habe ich auch noch mal nach einigen Anläufen schon früher meine Vaterbeziehung von meinem jetzt ja verstorbenen Vater müssen regeln, müssen neu beleuchten, müssen in die Ordnung bringen. Es hat eine neue Vertrauensbasis gegeben dadurch. Natürlich kann es gar nicht anders sein. Und auch meine eigene Rolle als Vater in der Familie und auch geistlich habe ich überdenken, ob ich immer noch dran am Umlehren. Ein zweiter schwieriger Aspekt hat sich in den letzten 3 Jahren artikuliert und sehr deutlich gezeigt. Gewisse Befangenheiten, die ich hatte, über Jahre und Jahrzehnte, auch wieder eine alte Hypothek, hat zu tun mit Hexerei, die aus früheren Verbindungen und Bindungen in meinem Leben ist, irgendwie bleiben liegen, bleiben sein. Das Zeug ist eigentlich zeitlos, ist nicht räumlich, sondern es ist irgendwie eine andere Sphäre und das kann ihm sehr lang nachgehen. Und mich daraus zu lösen, ist ganz ein wichtiger Schritt gewesen. Und dabei habe ich gemerkt, das feinstoffliche Zeug von Hexerei-Flüchen, das kann eine unglaubliche Tragweite haben, davon loszuwerden, von dieser Plage. Es ist sehr verbreitet in der heutigen Zeit. Das ist eine grosse Befreiung. Und dann wieder etwas sehr Erfreuliches. Ich habe, glaube ich, verstanden, was es heisst, Heiligung. Und früher habe ich immer gedacht, ja, das kann man irgendwie an den Taten abmessen, also ob jetzt einer ein heiliges Leben führt oder nicht, ist etwas sehr Sichtbares. Heute würde ich das nicht unterschätzen, was schlussendlich jemand macht, aber ich weiss, dass die Heiligung auf einen anderen Punkt abzielt. Und das ist das Motiv vom Herz. Und da fragt sich also nicht, was jemand macht, sondern warum er es macht. Dort setzt Gottes Heiligung ein. Also unsere Motive werden geklärt, werden gereinigt. Ein grosses, wunderbares Gebiet. Was die nächsten Lektionen werden sein, weiss ich nicht. Ich weiss einfach, es gibt auch noch eine letzte, die niemand im Voraus lernen kann, eben wenn die letzte Stunde gekommen ist. Und es gibt noch viel zwischendrin. Aber was ich ganz klar möchte betonen, was für mich nach wie vor wichtig ist, XLLL. Das wird immer auf meinem T-Shirt sein und ich hoffe, ihr seht es. Also, ich wünsche euch einen guten Tag.